Das ist Ursula Bottmer, zusammen mit ihrer langjährigen Pflegemutter Anita Utzinger. Ursula ist seit ihrer Geburt taubblind und lebt in einer eigenen, verschlossenen Welt. Dennoch verbindet die beiden etwas Wundervolles. Den berührenden Film über Ursula von Rolf Lissi zeigen wir gleich im Anschluss. Doch zunächst spreche ich mit einem ganz besonderen Gast. Thomas Moser ist seit seiner Geburt blind. Seine Welt besteht aus Klängen, Gerüchen und Berührungen. In der nächsten halben Stunde entführt er uns in seine unsichtbare Wirklichkeit und zeigt, warum uns Sehenden so oft die Sinnlichkeit und die Zeit fehlen. Und das, obwohl wir doch einen Sinn mehr zur Verfügung haben und vieles schneller erledigen können als Blinde. Herr Moser, herzlich willkommen. Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben Sie in erster Linie deswegen eingeladen, weil Sie blind sind. Stört es Sie, wenn Ihre Blindheit im Vordergrund steht? Ich kenne das natürlich, dass das im Vordergrund ist und dass das ein ganz wichtiges Thema ist, gerade für Menschen, die Sehenden, die natürlich blind das nicht so kennen. Also von dem her, nein, eigentlich stört es mich nicht. Aber ich bin nicht nur blind, ich bin noch vieles andere. Also von dem her, ja, es ist auch eine Ressource und ich versuche mir das auch zu zeigen. Also, es schafft Begegnungen und ja, darum bin ich hier. Genau, darüber werden wir gleich noch sprechen. Sie sind seit Ihrer Geburt blind aufgrund einer Netzhautablösung. Können Sie sich an einen Moment erinnern, wo Sie zum ersten Mal gemerkt haben, ich bin anders? Es war natürlich oft in Mannschaftsspielen. Als Kind habe ich natürlich gemerkt, dass ich da nicht dieselben Möglichkeiten habe, dass ich da nicht mitmachen kann. Für mich war schon als Kind einfach das Wort, der verbale Ausdruck von sehr großer Bedeutung. Ich habe viel gesprochen und mit Leuten geredet, analysiert, aber da habe ich es dann schon gemerkt. Oder dass ich mehr abhängig war, dass man mich irgendwo abholen musste, bei einer Tramhaltestelle. Da waren schon Unterschiede, aber ja, ich habe das nicht anders gekannt. Und wie hat sich das angefühlt? Abhängig zu sein ist schon nicht immer ganz so einfach, muss ich sagen. Ja. Also auch heute manchmal, immer wieder eine Herausforderung, die ich immer wieder mich übe darin, die auch positiv zu sehen, weil es entstehen ja auch wirklich viele Begegnungen, die jetzt eine sehende Person so in der Art vielleicht nicht hätte, so wie ich das immer wieder habe in meinen Situationen, wo ich irgendwo abgeholt werden muss. Und das schafft ganz viel Schönes auch immer wieder. Mhm. Sie haben als Kind zunächst die Blindenschule besucht, dann das reguläre Gymnasium. Dann haben Sie Theologie studiert, haben dann aber abgebrochen und sich der Musik gewidmet, haben ein Konzertdiplom und Lehrdiplom gemacht in Gesang. Genau. Und Sie arbeiten nebenher noch als Korrektor für die Schweizerische Bibliothek für Sehbehinderte. Genau, das ist mein Hauptjob. Das ist ein Brotjob sozusagen. Gut. Genau. Und Sie haben sogar eine Zeitschrift mitgebracht dieser Bibliothek. Genau. Die wir hier sehen. Für unsere Augen total faszinierend. Das ist einfach weiß. Man sieht kann ich verstehen, nichts. ja. Und jetzt lesen Sie. Wie lesen Sie so eine Seite? Vielleicht können Sie mal kurz was vorlesen, also das was da ist steht. Das Titelblatt, das heißt Sammelsurium. Das sind so gesammelte Artikel aus verschiedenen Zeitungen. Eine Rundschau in Punkten, Ausgabe Nummer 1, Februar 2017. Und hier, sind Verzierungen, Sammel. Das ist einfach auch für die Hände schön zum Berühren. Also, und auch das hier oben ist so eine Einrahmung? Ist auch eine Einrahmung, genau, mit diesen Buchstaben, Sammelsurium. Es ist ästhetisch, schön für die Hände. Und hier auch, SBS Zürich heißt sie. Wie lange braucht man, um das lernen zu können, diese Schrift lesen? Ich denke, also es ist bei mir schon so lange her, ich kann das gar nicht mehr sagen. Ich meine, ich habe da mit 4 Jahren vielleicht schon mit Tastübungen begonnen. Wenn man das früh lernt, dann geht das bestimmt nicht länger als für jemanden, der als Sehender die Schrift lernt, die Schwarzschrift, wie wir die nennen. Also die Schrift, die Sie brauchen, die nennen wir Schwarzschrift. Mhm. Aber wenn man das in späteren Jahren lernen muss, dann ist das schon schwieriger.
Aber möglich ist es immer. Es kommt immer darauf an, wofür man es verwendet oder wofür man die Schrift verwendet. Und heute lesen Sie ja vieles auch digital. Also Sie lesen E-Mails, E-Books, Sie surfen im Internet. Genau. Und dafür brauchen Sie diese beiden Geräte. Das Genau, eine ja. kennen wir, das ist ein Smartphone. Das ist ein Smartphone und das spricht. Das kann sprechen bei Das Ihnen. kann sprechen. Das Voice-Over ist ein Bildschirmleseprogramm. Postfinanz, Ja, genau. Kindle, Da können Sie jetzt unterschiedliche Apps aufrufen. Aktionen verfügbar. Genau. Und ich kann die öffnen, wenn ich so doppelt tippe. Dann wird es geöffnet, schließe ich das wieder. Und dieses Gerät, das ist ein sogenanntes ein Braille-Display. Und wenn ich hier eine Geste mache, E-Kiosk, Stationen, dann wird das genauso hier auch. Also Stationen heißt jetzt hier und vorher wurde es gesprochen. Also auf dieser SBB Zeile hier Mobile. verändert sich dann diese Anordnung der Aktionen Punkte Genau. in der Blindenschrift. Wenn ich hier die Gesten mache oder wenn ich mit der Zeile kann ich das genau dasselbe tun und dann Audio, Also Sie können es auch da lesen. ich kann es eigentlich da Zeile für lesen, Zeile. genau, und dann wird es dann hier auch gesprochen. Okay. Das ist per Bluetooth verbunden, das ist sehr Und Sie können so auch genial. Mails schreiben dann. Ich mit kann so diesem Mails schreiben, unterwegs. WhatsApp und ja, mein ganzes Büro mache ich manchmal so unterwegs im Zug und ja, wie andere auch. Unglaublich spannend. Ich nehme an, der Umgang, Bildschirmsperre, jetzt hat er den Bildschirm gesperrt. Gesperrt, ja, genau. Genau. Ist auch viel einfacher geworden in den letzten Jahren wahrscheinlich durch die technologischen Fortschritte. Also die Informationsbeschaffung, also wie wir zu Informationen kommen, das ist wirklich viel einfacher und halt genau im selben Maße verwirrender geworden, weil halt die Vielfalt so groß ist. Also weil es halt auch für uns jetzt ein riesiges Angebot an Informationen gibt und es darum geht, da herauszufinden, was brauche ich, was nützt mir. Aber ja, ich genieße das sehr mit Podcasts und Zeitungen und Büchern und es ist genial. Sie sind auch Mitglied des Vereins Apfelschule Genau, für den Umgang mit smarten Technologien. genau, wir fördern den, genau. Genau. Und zudem haben Sie 1999 die Blinde Kuh mitgegründet. Richtig, ja. Im Rahmen der Stiftung Lange her. Blindlicht. Genau. Da interessiert mich, das ist ein Restaurant, ich denke, die meisten kennen es, wo alles dunkel ist und wo Sehende so eine annähernde Erfahrung machen können, wie es ist, blind zu sein. Wie war das für Sie denn, als Blinder in diesem Restaurant zu sein und unter Menschen, die plötzlich nichts mehr sehen und abhängig sind von Ihnen auch? Also das Schöne ist ja aus einer Ausstellung entstanden, Dialog im Dunkeln. Und da haben wir Menschen durch dunkle Räume geführt, durch eine Stadt, also war wirklich mit Geräuschen gemacht und durch eine Wohnung und am Schluss war eine Bar. Und da habe ich gearbeitet und daraus ist dann die Blinde Kuh entstanden. Und für mich war das halt extrem ein Gefühl der Freiheit, mich so im Dunkeln zu bewegen, zu wissen, dass die Menschen um mich herum nicht wissen, dass ich nichts sehe. Das hat dann so einfach die Bedeutung verloren eigentlich. Das war gar nicht mehr wichtig. Und das hat auch ein bisschen wie süchtig gemacht, dieser Dialog, diese Freiheit. Ich konnte mich bewegen, ich konnte den Leuten zuhören, ohne dass sie das gemerkt haben zum Teil. Habe mich da ziemlich frei bewegt in dieser Bar. Und ja, daraus ist dann das Restaurant entstanden. Da ist dann diese freie Bewegung nicht mehr ganz so einfach möglich, weil da ist ja Personal, die müssen sich rumlaufen und servieren und das ist sehr professionell gemacht. Also ich bewundere das, wie die das machen, das ist genial. Aber der Dialog, in dem das Blindsein keine Rolle mehr spielt eigentlich, für mich. Ich bin einfach und es fragt mich niemand, ob ich blind bin, weil das sieht man dann einfach nicht. Ich möchte mit Ihnen ein bisschen über die Begegnungen sprechen. Wenn Sie auf Menschen zugehen, der erste Eindruck ist ja eine Berührung, ein Händedruck vielleicht oder die Stimme oder der Geruch. Was lesen Sie aus einem Händedruck? Ich glaube zu spüren, in welcher Stimmung ein Mensch ist, ob die Person nervös ist, ob sie eher in einer Stimmung der Abweisung, der Zurückweisung ist. Also das kann man mit der Hand irgendwie, finde ich, auch zeigen, ob es eher einladend ist, ob der Mensch sich auf mich einlassen möchte oder eher Distanz signalisieren will.
darum finde ich, Händedruck ist für mich etwas Wichtiges. Und natürlich auch die Stimme sagt viel aus, wie sich der Mensch fühlt, ob er bei sich ist, wie man so schön sagt, oder so eingemietet irgendwo oder im Stress ist. Ja, da höre ich schon genau zu. Das bin ich mir auch gewohnt so. Und der Geruch, ist der wichtig für Sie? Für mich ist der wichtig, nicht zuletzt darum, weil ich selber sehr gerne Düfte habe. Ich habe sehr gerne feine Parfum. Aber ich meine, mit dem Geruch, da kommt ja auch etwas, das kann man gar nicht so richtig beschreiben, ob man jetzt blind ist oder nicht. Das spielt ja immer genauso eine große Rolle, wenn man jemanden trifft. Also im übertragenen Sinn irgendwie, das passiert einfach. Es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Gesprochen. Parfums haben Sie gesagt, aber überdeckt das ein Parfum nicht auch den Eigengeruch einer Person? Das sagt man immer. Vielleicht kommt es aufs Maß drauf an, aber ich finde es nicht. Ich habe einfach Freude daran und ich denke eigentlich nicht. Also für mich nicht, aber es kann sein, dass andere das so empfinden. Ja. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie Menschen erst kennen und sich an sie erinnern können, wenn Sie mit denen zu zweit 10, 15 Minuten intim gesprochen haben. Bei uns ist das ja so, man lernt jemanden kennen, kennt das Gesicht dann und erinnert sich an die Person. Das ist bei Ihnen anders. Bei Ihnen scheint jede Begegnung eine gewisse Nähe zu haben. Ich glaube, es geht nicht anders. Es ist wirklich, ich erlebe das manchmal, dass mich Menschen sagen, die kennen mich, die haben mich schon gesehen, die haben mit mir Musik gemacht, im Orchester oder so, ich als Sänger und sie im Orchester. Und die sehen mich natürlich von Weitem und ich bin denen vertraut und ich merke dann, weiß ich gar nicht mehr so genau. Das ist dann, das ist schon so. Es ist die Begegnung, die Nähe ist für mich ganz wichtig. Es geht eigentlich gar nicht anders. Also aus der Ferne jemanden wahrzunehmen, zu beurteilen, das geht eigentlich nicht. Sind Blinde weniger oberflächlich? Also so generell das zu bejahen, fände ich jetzt schwierig. Aber man könnte es vielleicht anders sagen, vielleicht sind oberfläclichere Beziehungen für Blinde schwieriger. Wenn man vielleicht kann man das so sagen. Weil es fast nicht anders geht. Also eine Schwierigkeit, die wir ja immer wieder mit denen wir konfrontiert sind, ist unsere Mobilität, also die Bewegung von A nach B. Und da werden wir sind uns gewohnt an Berührungen, wir werden geführt, wir müssen Vertrauen haben, dass man uns im Raum herumführt, etwas zeigt. Das sind alles, da kommt man sich nahe. Ja. Und da ist dann eine oberflächlichere Beziehung wahrscheinlich etwas schwieriger. Ist Blindsein in dieser Hinsicht auch so etwas wie ein Geschenk vielleicht, dass man weniger nach außen sich orientiert, sondern mehr bei sich ist? Das ist möglich. Ich kann das nicht so gut beurteilen. Ich höre das von meinen Freunden, die sich das vielleicht vorstellen oder die mich kennen, dass die das in der Art sagen. Ich kenne halt nichts anderes. Für mich ist das einfach so vertraut und gehört so zu mir und ist in sich gut. Von dem her, ist das, wie es ist. Wann finden Sie einen Menschen attraktiv? Ein wichtiges Stichwort natürlich ist die Stimme, dass die Stimme mir gefällt und dass er dialogfähig ist, sage ich jetzt mal. Das klingt ein bisschen abstrakt, aber für mich ist es wirklich wichtig zu hören, wie geht jemand auf das ein, was ich sage? Hört mir jemand wirklich zu? Ist jemand wach? Ist jemand präsent? Und das sind für mich sehr attraktive Eigenschaften, die ein Mensch hat. Und natürlich gibt es dann das auch, was man gar nicht so beschreiben kann. Also man einfach gefällt oder nicht. Also ja. Aber der Körper als Anziehung, die Haut zum Beispiel, durch Berührung, ist das einfach zweitrangig für Sie? Ich sage dann manchmal, der Körper eines Menschen gefällt mir darum, weil es der Körper dieses Menschen ist.
Also, weil es sich auf diesen einen Menschen bezieht, weil der mir einfach als Mensch gefällt mit seinen Eigenschaften und dann gefällt mir dann auch der Körper so, wie er ist, weil dieser Körper ja zu diesem Menschen gehört. Und darum würde ich schon sagen, dass das für mich in einer gewissen Art zweitrangig ist. Ja. Sie sind auch auf Parship, auf der Partnervermittlungsseite. Genau. Wie ist das für Sie eigentlich, wenn sich dann herausstellt für das Gegenüber, dass Sie blind sind? Das ist immer eine Offenbarung oder eine Desillusionierung vielleicht für mein Gegenüber. Ich sage das normalerweise erst am Telefon, dass ich blind bin, weil ich denke, dass sonst mein Gegenüber eher überfordert ist. Oder anders gesagt, im Dialog kann ich das besser erläutern und es kommt dann vor, dass wir sprechen und haben ein wunderbares Gespräch und alles gut. Und sobald ich sage, dass ich blind bin, kommt dann so eine Schwere ins Gespräch, etwas, ach so, und oh, wie machst du denn das? Und manchmal sage ich, es ist ein Filter. Wenn ich es positiv sehe, denke ich, wow, ich habe eine Chance. Ich meine, der muss mich ja sowieso nehmen, wie ich bin. Also was soll ich dann, natürlich, und dann, wenn es mir nicht so gut geht, dann denke ich, ja, wieder jemand, der nicht zurückschreibt. Ich habe eine Kontaktanzeige gemacht und dann höre ich wieder nichts. Weil manchmal schreibe ich es auch und dann kommt dann einfach nichts mehr. Aber eigentlich, meistens sehe ich es als positiv, weil es halt zu mir gehört und es ist offensichtlich schon am Anfang, dass bei mir etwas anders ist, wo jemand sich einfach darauf einlassen muss. Und, es ist wirklich sehr anders für uns, wenn wir uns vorstellen, wir sehen überhaupt nichts, alles ist dunkel. Und ich frage mich zum Beispiel, wie orientiert man sich im Raum? Und der englische Religionspädagoge John Hull hat in seinem schönen Buch Im Dunkeln sehen geschrieben, Regen hat die Eigenart, die Umrisse aller Dinge hervorzuheben. Der Regen wirft eine farbige Decke über Dinge, die vorher unsichtbar waren. Einfach deswegen, weil er die ganze Umgebung zum Klingen bringt. Kennen Sie diese Erfahrung? Ja, also genau mit Blättern und Bäumen und so. Das kann eine wunderschöne Musik sein, zu hören, wie die Tropfen auf die verschiedenen Gegenstände fallen. Ansonsten finde ich es eher manchmal auch schwierig, mich im Regen zu bewegen, weil es kann auch das andere bedeuten, wenn es wirklich stark regnet und ich bin unterwegs, dann höre ich keine Menschen mehr. Die Autos sind extrem laut. Also wenn es in Strömen regnet, dann fühle ich mich wirklich blind. Dann gehe ich und denke einfach, ja, ich gehe jetzt einfach im Blindflug. Ich hoffe, es passiert nichts, weil ich höre einfach nichts mehr. Weil ich orientiere mich dermaßen mit den Ohren. Und der Regen, so schön er ist, wenn es sonst still ist zum Beispiel, so schwierig kann er sein im Sommer oder so im Gewitter. Da ist einfach alles zu. Und das ist dann auch ein bisschen gefährlich. Also über die Straße kann man je nachdem vergessen. Es ist einfach zu gefährlich. Ich höre es nicht mehr richtig oder es ist alles zu laut. Wie erinnern Sie sich? Also wir haben ja Fotoalben zum Beispiel und erinnern uns so auch an unseren Urlaub. Haben Sie auch so etwas wie ein Tonarchiv, wo Sie Töne speichern? Ich habe gewisse Aufnahmen schon gemacht. Das ist jetzt auch natürlich mit der modernen Technik heute sehr gut möglich. Aber ich bin da nicht so wahnsinnig konsequent wie andere vielleicht. Aber ich habe mal in Thailand schöne Aufnahmen gemacht vom Nachtmarkt. Und ja, eigentlich mache ich das schon auch gerne. Und dann kann ich mich dann wirklich auch in die Welt zurückversetzen, wenn ich dann das mit Kopfhörern mir anhöre, was ich da erlebt habe. Sie haben auch mal gesagt, das Leben ist Klang für Sie. Als Musiker ist das nicht verwunderlich. Ja, das ist so. Ja. Was bedeutet Ihnen Musik? Ja, Musik bedeutet Leben. Musik bedeutet Verbindung aufzunehmen mit eigenen Gefühlen, mit Freude, mit Trauer, mit Schmerz, mit Glück. Sind Glücksmomente, auch Glücksmomente in einer Gruppe oder zu zweit Musik zu erleben, zu zweit Musik zu machen, sich zu zweit miteinander zu verbinden in der Musik. Das ist Musik.
Und einfach ein riesiges Geschenk, finde ich, dass ich nicht nur Musik hören kann, das ist schon viel, aber dass ich auch selber Musik machen darf, das ist ein ganz, ganz tolles Geschenk, finde ich. Ja. Und Sie haben eine neue CD gemacht, zusammen mit einem Freund. Genau. Und zwar haben Sie Mani-Matter-Lieder vertont. Genau. Sie singen nicht, sondern sitzen am Klavier. Genau, außer bei einigen kleinen Phrasen singe ich mit, aber eigentlich sitze ich am Klavier und improvisiere. Und der Text und die Melodie, die bleiben gleich, die lassen wir. Aber ich versuche mit dem Klavier den Text etwas zu erläutern. Und das macht riesigen Spaß. Und ja, wir haben mit Peter zusammen am 26. März unsere CD-Taufe in der Helferei im Großmünster. Ja, beim Großmünster. Und da freue ich mich riesig darauf. Das ist ein tolles Projekt. Haben Sie ein Lieblingsstück von Mani-Matter? Eines, was mir gut gefällt, was einfach so die Absurdität irgendwie auch unserer Welt oder der Relationen zeigt, wo wir drin sind. Nein, sag jetzt sollen wir. Das finde ich ein ganz tolles Stück. Ja. Und Sie sind auch ein großer Liebhaber der Stille. Und da hängt vielleicht so ein bisschen diese Gesellschaftskritik von diesem Stück zusammen mit unserer Zeit, weil Stille ist etwas, das es heute sehr selten gibt. Warum mögen Sie die Stille so sehr? Weil die Stille so voll ist mit wunderbaren Eindrücken, die man nur mitbekommt, wenn es still ist. Also weil halt dann die ganzen Hintergrundgeräusche, was einem dazu bringt, nicht mehr richtig hinzuhören, wenn die wegfallen, so wie in einer Stadt, wo halt einfach ein Hintergrund-Sound quasi da ist, und wenn die wegfallen, das Undefinierbare, was man hört, wenn das einfach weg ist, dann empfinde ich, dass man viel mehr hört. Man hört dann ganz kleine Einzelheiten, die dann zusammenspielen. Es ist dann wie ein Orchester, eine Symphonie kann da entstehen. Ja, ich finde das wunderbar, aber es gibt leider sehr selten. Ich habe das in Frankreich mal erlebt, in einem Schloss, und das war wie etwas Reines, etwas Klares, einfach wunderbar. Es ist ja nicht nichts, die Stille, gar nicht. Sie meinten im Vorfeld auch, dass Sie oder Blinde vielleicht generell ein anderes Verhältnis zur Zeit haben. Dass das Leben ein anderes Tempo hat, eine gewisse Langsamkeit. Können Sie das erläutern, warum Blinde langsamer leben? Also es ist natürlich so, dass wir für gewisse Dinge, auch zum Teil uns zu bewegen, einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen. Und ja, ich erlebe es in meiner Umgebung oder Gesellschaft manchmal so, dass das für sehende Menschen schwierig auszuhalten ist, wenn wir zum Beispiel irgendeine Tür oder irgendetwas suchen und wir brauchen etwas mehr Zeit. Und wir finden es genauso. Also wir kommen genauso zum Ziel. Es braucht einfach ein bisschen mehr Zeit. Und ich glaube, das auszuhalten und auch wieder zu füllen, das gehört ja auch irgendwie zum Leben. Das finde ich eine Qualität, eine Lebensqualität. Natürlich kann es dann auch schwieriger sein, wenn ich irgendetwas nicht finde, dann brauche ich Hilfe und dann frage ich dann auch. Aber ja, ich glaube schon, dass das Tempo, das sozusagen wir machen uns ja da selber uns diesen Stress, das wird uns vorgegeben oder wir geben es uns selber vor. Das Tempo, das könnte man schon wie ein bisschen runternehmen. Also es ist zu schnell, finde ich. Müssen wir das wieder lernen, zu warten? Ja, ich finde, da ist wieder für mich zweischneidig. Also warten, ich bin mich sehr gewohnt zu warten, wenn ich irgendwo abgeholt werde. Und einerseits kann ich dann meinen Gedanken nachgehen. Ich erlebe dann aber auch das Sehende, die kommen und sagen vielleicht zu mir, wow, du stehst so hier wie bestellt und nicht abgeholt. Und dann sage ich manchmal, ja du, ist das ein Problem für dich? Also, weil das wirkt wahrscheinlich eigenartig für Menschen, die sehen, die immer in Bewegung sind. Wenn ich einfach so hier stehe und ich bin einfach. Und natürlich, wenn ich lange warten muss,
kann man sich sehr einsam fühlen. Ich denke, ja, wenn jetzt niemand kommt, was mache ich dann? Dann muss ich mich irgendwie selber durch diesen Bahnhof oder wo ich dann bin, durchschlagen. Und hoffe dann schon, es kommt irgendwann mal jemand und hilft mir dann auch wieder aus dieser wartenden Position raus. Es ist so beides, irgendwie. Schön und schwierig manchmal auch. Sie haben mir gesagt, dass immer weniger Kinder blind geboren werden. Aufgrund des medizinischen Fortschritts, nehme ich an. Und dass dadurch etwas verloren geht, nämlich eine Kultur des Blindseins. Was meinen Sie damit und wie könnten wir Sehenden von dieser Kultur profitieren? Also ich meine damit, dass halt für mich als Kind das Leben war Klang und Geruch. Und zwar wirklich, es war alles eigentlich Klang. Auch Dinge, die für Sehende gar nicht wichtig waren, war für mich erfüllt mit Klang und mit Gerüchen. Und ich denke, oder ich fände es schön, wenn Sehende davon auch profitieren würden. Also wenn da die Sensibilität steigen würde, sich da auch mehr hinzugeben und auszuprobieren und auch irgendwo nicht zu denken, ja, wenn ich etwas mit den Augen angeschaut habe, dann habe ich es erfasst. Ich meine, das ist zwar sehr wichtig, aber es ist ein Teil davon. Und wenn man es wirklich erfassen will, was möglich ist, dann muss man es ja auch in die Hände nehmen oder daran riechen. Und das würde ich mir schon wünschen. Irgendwie, dass da mehr Neugier auch wäre. Und nicht zu sagen, ja, das ist halt für dich wichtig, du machst das als Blinder, sondern zu sagen, ach, da könnte ich ja auch noch viel mehr erfahren von der Welt. Das nehme ich als Schlusswort. Herr Moser, vielen herzlichen Dank für das offene Gespräch. Sehr gern geschehen. Jetzt gleich zeigt die Sternstunde Kunst den ebenso stillen wie berührenden Film Ursula, Leben in Anderswo des Schweizer Filmemachers Rolf Lissi, dem sich die Sendung Reporter heute Abend widmet. Nächsten Sonntag spreche ich mit der Ökonomin und Philosophin Lisa Herzog über Chancengleichheit. Wo sehen Sie ganz persönlich eine ungleiche Chancenverteilung in unserer Gesellschaft? Schicken Sie mir Ihre Meinung per Mail oder gerne auch auf Facebook. Ich freue mich auf Ihre Zuschriften und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.